Herzlich willkommen zurück bei The Talos Principle Lab. Wir sind in der nächsten Bastelstunde unterwegs, und zwar bei Kreuze die Strahlen nicht. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Rätsel. Das ist relativ interessant. Ich sage jetzt einmal so, wie es ist, gell? Konnektor aufnehmen. So. Schau her. Blau auf blau und rot. Hä? Ah. Idiota. Warte mal kurz. Wie ist das gegangen? Okay. Jetzt muss ich mal scharf nachdenken. Man gut, mit scharf denken habe ich es momentan nicht so. Daher spüre ich spül. Warte mal. Siehst, genau das darf nicht passieren. Genau. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Und das gehört schon uns. Jetzt müssen wir noch 4 von den Prüfungen machen, damit wir das nächste Werkzeug kriegen. Für den ganzen Schalabalabatsch. Genau, siehst du, da haben wir diesen Konnektor. Warte mal, bevor wir das Rätsel angehen, schauen wir mal, was das ist. Ein Ballerli. Die Antwort, die ich immer und immer wieder gefunden habe, ist das Spielen. Jede menschliche Zivilisation in der Geschichtsschreibung hatte Spiele. Wir lösen Probleme nicht nur, weil es nötig ist, sondern auch, weil es uns Spaß macht. Sogar als Erwachsene. Gib einem Menschen ein verknotetes Seil und er wird es entwirren. Gib ihm Bausteine und er wird etwas bauen. Spiele sind ein Teil von dem, was uns ausmacht. Wir sehen die Welt als ein Geheimnis, ein Rätsel, weil wir schon immer eine Spezies von Problemlösern waren. Ja, ist aber irgendwo... Der Ansatz ist ja eigentlich logisch, ne? Wenn du uns zurückerinnerst, gib einem Kind ein Lego-Steine in die Hand oder die Duplo-Steine, die großen. Ein Kind wird daraus sicher was machen, ne? Was ist da hinten? Oh, nix. Auch schön. Gut. Ich glaube kaum, dass dort jetzt irgendwo was sein wird. Ich glaube, da laufen wir in die Leere. Oh. Vielleicht finden wir da irgendwas Uninteressantes. Eigentlich wollte ich das eine Rätsel weitermachen. Aber ich immer wieder mit meinen Ausweicher. Schlimm. Danke, Spiel, dass du mich zurückgesetzt hast. Wirklich, wirklich fair. Sehr fair von dir. Ich werde mich nicht beschweren. So, dann ab zum diesem Ding. Über all dem was ist die Frage. Gut, wir haben da jetzt Rot-Blau. Rot-Blau. Okay.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage. Geht sich das aus? Nein. Warte mal. Okay, das hätten wir. Wie gesagt, vergiss nicht, dass wir die Strahlen nicht kreuzen dürfen. Ah. Idiot. So. Na bitte, haut ja hin. Da haben wir nix. Na, sagt der Elohim halt nix mehr, hm? Wahrscheinlich sind wir ihm zu intelligent. Ihr werdet mich noch heulen hören. Ich werde noch so weinen. Aber, warte mal, da ist ja irgendwo, da war ja das Symbol, das Sternchen-Symbol. Also müsste ja noch irgendwo etwas geistern. Nö. Hä? Kapier nicht. Haben wir da wieder irgendwas zum Lesen? Nö. Egal. Wir werden es nochmal zurückrauschen und werden uns um diesen Stern später widmen. Wir machen als nächstes, ich schaue nur gerade für B, welche Symbole braucht man für B? Die 4 Symbole können wir eigentlich machen. Wir haben ja die Kisten mittlerweile auch. Du wirst gleich sehen, was wir die brauchen. L, HTML. Ach du Scheiße. Ah, Hilfe. L, was für erweiterte Lebensdauer steht, ist eine bahnbrechende Initiative, in der 7 führende Universitäten versuchen, den stabilsten und langlebigsten Supercomputer der Welt zu erschaffen. Mit seiner maßgeschneiderten Hardware, bombensicherem Gehäuse und nahezu unendlichen hydroelektrischen Energiequelle stellt er einen einzigartigen Schritt vorwärts in der Entwicklung der menschlichen Technologie dar. Eine Idee des zum Nobelpreis nominierten Dr. Arkady Tschernyschewski wird Pressemappe Athen. Ach Gott, da will ich wieder viel zum Lesen haben. Du musst über diese Rätsel nachdenken, sagte die Sphinx, und mir sagen, welches Rätsel ich dir nicht offenbart habe. Die Sphinx lächelte. Die Zahnräder in ihrem Kiefer ächzten. Ihre Zähne waren ein Albtraum aus Rost. Ihr linkes Auge zitterte, aber ihr Schrecken blieb unvermindert. Die Ruinen waren still. In der Fehler... Ich glaube, sie sagte schließlich, dass das Rätsel, das du mir nicht gezeigt hast, folgendes ist. Warum gibt es diese Rätsel überhaupt? Warum verhalten sich die seltsamen Automaten, diese stummen Kinder des Hephaistos so? Warum zwingen sie mich, diese komplizierten Lösungen zu finden? Das alles ist ein Rätsel, aber das größere Rätsel ist ihr Zweck. Die Sphinx antwortete nicht, ihr Auge war nun leblos. Athene nahm es aus seinem Sockel, wohlwissend, dass seine Macht ihr dienen würde. Aber der Tod dieser angsteinflößenden Kreaturen bereitete ihr gleichzeitig große Trauer. Staatsbürgerschafts-KI. Alexandra Drennan, die haben wir jetzt schon zweimal gehört, die Dame. Sobald eine echte künstliche Intelligenz erschaffen wird, wird früher oder später die Frage der Staatsbürgerschaft gestellt werden.
Wenn wir anerkennen, dass die KI alle Fähigkeiten des menschlichen Gehirns besitzt, sollte sie nicht auch als Staatsbürger gelten? Ist sie nicht im juristischen Sinne des Wortes eine Person und damit ein potenzieller Bürger? Aber viele Menschen werden fragen, wo liegt die Grenze? Sollen wir Menschenaffen auch zu Bürgern ernennen? Elefanten, Wale, die intelligenteren Papageienarten? Das ist doch verrückt, werden sie sagen. Ich würde diese Menschen gerne daran erinnern, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der eine Firma eine abstrakte Entität kann. Was? In der eine Firma eine abstrakte Entität kann man sich kaum vorstellen. Aha, dieser Satz ist mir jetzt nicht ganz sinnlich. Egal. Rechtlich gesehen als Person gilt. Es ist also nicht so, als ob es keinen Präzedenzfall dafür gäbe, dass etwas Nichtmenschliches als Mensch gezählt wird. Und wenigstens ist eine künstliche Intelligenz eine tatsächlich denkendes Wesen und nicht nur ein Geschäftsabkommen. Aber vielleicht müssen wir auch einfach die Definition des Menschseins überdenken. Die zunehmenden Beweise für die große Intelligenz von Elefanten oder bezüglich der Gesellschaft und Kultur der Wale zum Beispiel könnten ein Zeichen sein, dass wir einige schwierige Fragen zu beantworten haben. Mit wem könnte man solche Fragen besser diskutieren als mit dem jungen Genie das blablabla. Okay, genug gelesen, jetzt fahren wir mal weiter. Ah, okay, das haben wir jetzt alles in die Dings drinnen. Gut. Je mehr ich mit diesen Terminals interagiere, desto mehr frage ich mich, was ihre Rolle in dieser Welt ist. Wie kann man Freund und Feind unterscheiden, wenn es keine Unterschiede zwischen beiden zu geben scheint? Ich war noch in der Schule, als ich zum ersten Mal vom Talos-Prinzip gehört habe. Ich glaube, damals hat es mich verwirrt. Es hat mir auf seltsame Weise bewusst gemacht, dass mein Körper ein Objekt ist, dass mein Gehirn aus Materie besteht. Vorstellungen, die mir am Anfang unangenehm waren. Aber ich glaube, langfristig hat es mir geholfen zu verstehen, wie zerbrechlich wir Menschen doch sind. Und wie wertvoll. Das ist keine tröstliche Denkweise, aber ich würde mich lieber der Wahrheit stellen, als mich selbst anzulügen. Ich würde mich lieber der Wahrheit stellen, als mich selbst anzulügen. Jetzt kannst du die Frage stellen, wie du für dich selber bist. Würdest du eine Minute über dich selbst reflektieren oder würdest du dich bei Fehlern selber anlügen? Die Frage kannst du jetzt selber stellen. Ich für meinen Teil muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, ich habe mir jetzt nicht schon so oft über mich selbst reflektieren und mir schon so viele Fehler eingestehen. Es ist am Anfang hart. Das erste Mal, wenn du dir die Frage richtig stellst, wie bin ich oder was bin ich, was zeichnet mich aus oder sonstiges, das ist nicht einfach. Ah, okay. Warte mal. Genau. Jetzt weiß ich aber nur nicht, wo ich den aufstellen muss. Ich muss den Deppen nämlich... Ich bin so deppert heute schon wieder. Buah. Das Spiel gibt's mittlerweile für, wenn's dich interessiert, für ganz minimales Geld.
Also wirklich so minimal. Gut. Wir haben jetzt das gemacht. Machen jetzt das nächstes. Den da. Was brauchen wir denn da? Da brauchen wir eigentlich nur die Kisten. Egal. Eines nach dem anderen. Du weißt, dass du die Strahlen nicht kreuzen sollst. Da müssen wir einer. Okay. Vorerst holen wir uns diese Kiste da. Die werden wir brauchen. Okay. Jetzt da. Warte mal. Jetzt möchte ich wissen, ob das so funktioniert. Bingo. Yippie! Da kommt Freude auf. Man mag dich zwar, wenn du das erste Mal über dich selber nachdenkst, was sind deine Fehler, was bist du als Mensch, oder wie denkst du über verschiedene Tatsachen oder über verschiedene Denkweise anderer. Es ist am Anfang beschissen. Es ist wirklich beschissen. Über den Zaun steigen. Ich habe aber auch erst über diese Sachen angefangen zu nachdenken, nach unzähligen Ereignissen in meiner Familie und Umgebung. Es ist anfangs wirklich nicht einfach. So, warte mal. Jetzt schaue ich nur gerade. Einen Connector haben wir nur. Wir müssen daher. Jetzt schaue ich nur gerade, ob wir vielleicht noch einen zweiten hätten. Na. Siehst du irgendwo an? Nö. Über den Zaun steigen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warte ein bisschen. Da müssen wir einer. Sag einmal, hat uns das Spiel da keinen zweiten Connector lassen? Nö, schaut nicht danach aus, gell? Ich hätte keinen gesehen. Obwohl ich da eigentlich gestehen muss, das Spiel gefällt mir in die bunten oder in die hellen Passagen mehr. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Auf den Z Na, einen zweiten Connector haben wir nicht. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Ich stelle den einmal an. Über den Zaun steigen. Warte mal.
Ah! Ich stelle den jetzt noch mit da an. Normalerweise müsste das ausgehen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Was macht mich richtig glücklich halt. Okay, dann haben wir noch... Das machen wir noch. Dann beenden wir die Episode für heute. Dinge, die man mit Kisten machen kann. Okay. Ah ja, okay, ich verstehe. Gut, jetzt werden wir uns diese Kisten schnell suchen. Genau. Oh, da hätten wir viel zum Lesen. Das machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Versprochen. Der Gedankengang war geil, aber leider nicht perfekt. Ja, ich bin ein Volldödel. Das ist aber schon bewusst, oder? Ja. Das war so klar. Da hab ich wieder Scheiße gebaut gerade. So. Eigentlich wollte ich die Episode gar nicht so lang gestalten. Weil ich nämlich genau weiß, dass das Spiel mit der Zeit... Ja. Es könnte für manche Zuseher etwas eintönig werden. Warte mal. Komm um. Danke. So da. Perfekt, Baby. Na? Hat er nichts für uns, der gute Mann? Wenn der Gestalter unfehlbar ist und er mich für einen bestimmten Zweck erschaffen hat, dann muss ich diesem Zweck gewachsen sein. Daraus folgt, dass ich nicht jedes Siegel in diesem Reich finden und horden muss. Denn mit den mir von ihm gegebenen Fähigkeiten sind so viele von ihnen für mich nicht erreichbar. Okay. Ja. So viel wie es geht, werden wir machen. Gut. Wir haben jetzt wieder 25 Minuten erreicht. Und ich hoffe, du hast ein bisschen an Spaß da bei der Geschichte. Und wir werden uns das nächste Mal da wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Baba.